Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock auf Pelzig. Interessanter Schalter, den hätte ich mal benutzen sollen, ja. Ja. Nitroglycerin. Gibt das Nitroglycerin in die EMP-Bombe? Okay, jetzt hat sich das Ding wieder gegen mich gewandt. Das stand doch überhaupt nicht doof von Anfang an. Das ist jetzt spontan entstanden, oder was, das Teil? Naja, sei es drum. So rum, dann müssen wir es nur noch ein bisschen anders führen. Eine andere Richtung lenken. Jetzt haben wir noch so einen Rüssel. Den könnte man hier gut gebrauchen. Da könnte man hier so einer brauchen. Da wäre so einer nicht verkehrt. Und da bräuchte man nur noch so einer, der von unten... Scheiße. Wir haben so einen Rüssel nicht mehr. Der von unten noch rechts auf zeigt. So einer. Scheiße. Nee, das haben wir nicht. Noch einmal. Noch einmal Hacker. Probieren wir es einfach noch einmal. Und hoffen, dass es das Mal besser klappt. Okay. Da brauchen wir so einer und so einer. Dann so, dann muss es hochgehen. Ja, was anderes bleibt uns nicht mehr übrig. Dann brauchen wir da... Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Brauchen wir genau den hier. Und so, und dann sind wir durch. Geht doch. Sehr schön. Mit unserer letzten Kraft haben wir das jetzt noch hingekriegt. Und irgendwo kreischt wieder ein Daddy. Na prima. Darauf habe ich gewartet. Ionischer Schrot brauche ich für den Daddy dann, aber... Ja, die Erde stampft, bebt schon gewaltig. Und ein Daddy brauche ich auch noch für die nötige Teile. Wo ist dann der? Da ist er. Okay. Dann brauche ich ionisches Gel. Upsi. Ich hoffe, es hilft. Sehr schön. R34 Drahtbündel. Ziel erreicht. Finde 4 R34 Drahtbündel. Okay. Also das Ding wirkt ja wahre Wunder gegen Big Daddies. Warte mal gucken, haben wir da noch ionisches Gel, was wir holen können? Nee. Gerade nicht. Aber welche mit Stahlspitze können wir uns 2 noch holen? 2-mal. Ja, gern geschehen. Haben wir hier noch ionisches Gel, was wir holen können? Nee. Gut. Sehr gut. Also die Dinger haben wir auf jeden Fall. Der Splicer, der hat noch ein paar Dollar und destilliertes Wasser. Der Houdini Splicer hat noch ein bisschen Napalm. Das ist auch sehr schön. Und was anderes können wir hier nicht mehr herstellen. Na gut, die sind wohl hier in meine Geräterei gerannt. Wie soll's recht sein? Kann ich von da oben irgendwo reinspringen oder so? Halt mal eine Gaula. Achtung. Kommen wir so eventuell unter die Treppe, wie ich es wollt? Nee, schade. Ich weiß nicht, was du davor hast, aber ich gebe erstmal das Zeug hier in die EMP-Bombe ein. Wer weiß, vielleicht habe ich schon alles. Gib das Nitroglycerin in die EMP-Bombe. Gib die R34 in die EMP-Bombe ein und ansonsten brauche ich noch Sarah. Ah, okay, das war nur der Belüftungsschacht. Okay, gewittert und Keile. Dich hätte ich auch verlassen. Und der sitzt so, als wäre er bestellt und nicht abgeholt, der Elite Bouncer. Und... Oh. Hallo.
Spider-Splicer, Mistkerl. Laden wir gleich mal noch. Hier gab es ansonsten nichts mehr. Oh, mein... Schätz, rühr sie nicht an! Ups, mein Automat haben sie leider kaputt gemacht. Sehr schön, den kann ich jetzt auch wieder aufnehmen. Wo ist er dann? Der blöde Houdini-Spicer. Ah, da ist er. Ups. Kann man noch ganz schön lang jammern dafür, dass ich dem gerade in den Ranze geschossen habe und der zusammengesackt ist. Meine Fresse. Die sind doch etwas penetrant hier, diese Splicer. Ja, da war noch der Bolzer. Sehr schön. Die kann ich jetzt auch wieder Eis sammeln. Das ist natürlich äußerst praktisch. Aber in dem Splicer kann ich es leider nicht nochmal Eis sammeln. Das ist etwas schade. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal hier. Niemand liebt dich, du ekliger Freak. In dem haben wir ein bisschen Patrone noch drin. Keiner liebt dich, ekliger Splicer. Aber ich würde sagen, ich greife jetzt eher aufs MG wieder zurück. Hephaestus Kern. Gehen wir noch was? Die R34er gehen aus. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eves Apple Penicillin fressen. Lars Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon 2 Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Ja, so sieht's aus. Hier nur Ionengel, perfekt. Finde 2 Quarter Cans Ionengel. Darum ging es uns so. Aha, hi Daddy. Hast du Little Sister bei dir? Sieht nicht so aus. Nee, dann lasse ich dich auch in Friede. Also wenn die auch Little Sisters oder so bei sich haben, dann lasse ich die auch definitiv in Friede. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder dort hier zu den Werkräumen, um dort die Bombe wieder herzustellen. Da ist nichts drin, ich geht, das macht Bumm. Und zwar gehe ich zu der Herr Bomb. Big Daddy sitzt noch rum. Was ein dämliches Lied, aber warum drauf zu singen? Egal, sei es drum. Wir gehen jetzt dort hier und machen diese EMP-Bombe jetzt endlich mal fertig. Gib das Ionengel in die EMP-Bombe. Fertiggestellte EMP-Bombe. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ja, aber... Was ist da? Hallo! Mein unglaublich unattraktiver Freund. Spider-Splicer, Scheiß-Typ. Ups, da war nämlich so viel im Lauf drin. Hier hört kein Mensch zu, du Widerling. So. So einfach machen wir das. So. Hervorragend. Ich glaube, gegen diese etwas stärkere Splicer ist es definitiv auch gut geeignet. Wo ist der Zirkus der Werte? Der ist doch erst over. Warum ist der hier schon so abartig laut? Und wie komme ich da ohne Tragewitter, du Keidel, noch einmal? Da ist noch ein Tagebuch. Ich will doch da hier. Aber wie? Da muss ein Schacht sein. Verdammt nochmal. Das lässt mir jetzt echt keine Ruhe, der Scheiß. Es lässt mir wirklich keine Ruhe. Stickstoffgranate. Mehr als genug von dem Scheiß. Warte mal. Ich hole mir den Chemowerfer. Ja, okay. Du hast wirklich mehr als genug dran. Die interessante Schalter haben wir auch schon geknipst. Können wir da nicht durchhauen? Nö. Da kommen wir anscheinend auch nicht durch. Verdammt.
Verdammt. Ich wäre doch jetzt echt gerne mal hier gekrabbelt. Aber hier ist ja nirgendwo was, wo ich durch kann. Nee, hier nicht, hier nicht. Nee. Verdammt nochmal. Du kann ich auch nichts aus dem Weg rahmen. Und hier ist auch kein Schacht oder so, wo ich durchkriechen könnte. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich dort rankomme an den Schacht. Und hier? Nee, da geht's auch nicht durch. Du einmal kein... Ah! Das hätte mich jetzt echt närrisch gemacht, wenn ich da nicht mit rankomme wäre. Der hat nichts, aber Wartungscode beim Markt. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. 0512, merke ich mal trotzdem mal. Aber ich glaube, das haben wir schon erledigt. Das haben wir, glaube ich, schon gehackt. Genau, gehackt. Okay. Hallo. Spinne-Splitzer, Mistkerl. Gut, dann sollten wir uns hier noch mal ein paar Sachen kaufen, glaube ich. Ah, das ist schon gehackt. Okay. Gerade hier und noch eine Eve-Spritze auf jeden Fall. So. Da können wir jetzt auch wieder zurück in den Hauptraum vom Kern. Oh, hilft. Gewitter. Das ist ein Fackel-Splicer. Okay. Du kannst erstmal weggehen, du ekelhafter Schimmli. Also so dicht will ich dich auch nicht bei mir haben. Kotz. Okay, die andere Sache habe ich, glaube ich, schon alle mir angeguckt. Heat Loss Monitoring und Geothermal Control. Ich meine, man kann es sich ja nochmal jetzt angucken. Es ist ja bestimmt jetzt nicht so verkehrt, sich das nochmal anzugucken. Aber da ohne war ich auf jeden Fall schon. Das weiß ich. Das habe ich noch auf dem Schirm. Ah, das wäre jetzt nochmal diese Ionengel-Kanne gewesen. Gut. Das war der... Mülleimer mit einer Enzymprobe. Wo es da hier geht, weiß ich nicht. Ich kann aber mal reingucken. Hitzeverlustmonitor. Hier war ich noch nicht. So viel weiß ich. Da muss ich zwar nicht hier, aber ich will mal was angucken. Eventuell finde ich ja hier auch was Tolles. Dann weiß es ja nicht. Aber bis auf ein blutiges Massaker sehe ich bisher hier nichts. Ups. Oh nein, 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 nein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Das will ich garantiert nicht. Ich habe mal lieber Abfackeln bereit hier. Als irgendwas wäre. Oh, scheiße. Aber hier scheint so... Oh, nein. Oh Gott. Aber hier scheint es ja schon gut abzugehen. Meine Herren. Das war jetzt etwas, was mir schon etwas Sorge gemacht hat hier. Mit dem Licht. Ich habe immer Angst, dass so eine Fratze dann vor mir steht. Ja. Okay. Habe ich ja gar nicht mal so Unrecht gehabt. Du glaubst, du kennst mich? Ja, du bist ziemlich ekliger Typ. Der versucht hat, mich umzubringen. Und immer noch versucht, mich umzubringen. Gewittert du na Keitel. Du hängt aber jemand am Leber. Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden Sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Da scheint da war jemand mehr Selbstvertrauen zu haben als
er eigentlich haben sollte, angesichts der Umstände. Leiche noch mit $7. Und ein Daddy. Mit einer Little Sister. Oh oh. Zugangscode zu Kalberts Tür. Das hatten wir ja schon. Haben wir auch schon gehackt. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Keyboards. Universitätsmusees. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich habe dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Okay. Dann ab auf den Daddy. Das hat jetzt schon mal ordentlich was gebracht. Und ich mag noch mit Schrot. Puh. Okay. Sehr schön. Aber der hat keine Little Sister bei sich. Schade irgendwie. In der Rohrpost war nix. Dann arbeite ich halt mit Splittergranate. Okay, ich habe gedacht, das wäre der mit der Little Sister gewesen, aber offensichtlich war er das nicht. Dann hacken wir das Ding doch erst einmal. Und wir müssen da hoch. Ne, das wird nix. Noch einmal. Okay, das heißt, wir brauchen erst einmal... Boah, jetzt finden wir das Zeug nicht. Okay, das Hammer. Dann brauchen wir... Oh Gott, die Musik. Dann brauchen wir so einer. Und dann brauchen wir nochmal so einer. Und wir brauchen so einer. So. So. Und so. Passt. Okay, dann kaufen wir uns Verbandskäste auf jeden Fall. Und Bolze holen wir uns auch nochmal. Gut. Soweit so gut. Von da kommen wir ja. Genau, da ist das Massaker. Das heißt, wir müssen da hier, wo der Big Daddy herkam. Und der kam von hier. Ups. Was ist denn das überhaupt für einer? Ein Leadhead-Splicer. Okay. Komm her, du. Da hat er getroffen. Ein Sicherheitsnotschalter. Okay, der ist aber wieder aufgestanden, der Mistkerl. Hoppsala. Und der hat noch nicht genug von mir. Ups. Ein Houdini-Splicer. Gut, den habe ich auch noch erwischt. Und wo ist dann der Splitzer? MG-Patronen, die nehme ich doch auch liebend gern. Gut, das war's mit dem. An ein Bolze mit Stahlspitze ist nochmal gesammelt worden. Sehr schön. Das MP nehmen wir 8. Ein Bolzen mit Stahlspitze nehmen wir 8. Genauso wie hier. Und hier können wir noch die Medi-Station hacken. Haben wir doch auch liebend gern, oder? Hoppla. Scheiße. Nee, das wird so nichts mehr. Noch einmal. Da geht's nicht.
Anascht. Oh, scheiße. Nee, das wird so auch nix. Scheiß drauf. Dann wird es halt erstmal nix. Leiche hat nix. Die hat 2 panzerbrechende Pistole-Munition. Das ist schon mal sehr gut. Und hier haben wir unter der Treppe Bier, bisschen Napalm, Splittergranat und ein paar Krummbeere-Chips. Sehr gut. Okay, der ist auch wirklich tot und hat eine Eve-Spritze bei sich. Okidoki, dann würde ich aber erst einmal sagen, wir sind hier an einem guten Punkt angelangt und ich würde hier meinen Cut machen, sodass wir uns dann morgen wiedersehen zu Let's Play Bioshock auf Penzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ian Yankee.